X-Men Apocalypse ist der dritte Teil von der zweiten X-Men-Trilogie. Und es geht darum, dass der Apocalypse, das ist der erste wirkliche Mutant sozusagen, vor Tausenden von Jahren im alten Ägypten quasi so eine Starre, in so ein Tiefschlafkoma gefallen ist sozusagen. Und jetzt durch einen Zufall eigentlich wieder aufersteht, sich unsere aktuelle Welt so ein bisschen anschaut und findet, die Welt ist scheiße, sie ist quasi vom Kurs abgekommen und ich muss etwas ändern. Und ändern in dem Sinn von einem Bösewicht ist ja generell, ich muss alles kaputt machen. Und zu meinem Aufhalten müssen die Mystique und der Charles Xavier ein paar junge Mutanten zusammentrommeln, um den Apocalypse aufzuhalten. Ich war eigentlich noch gespannt auf den Film. Ich habe vor allem X-Men First Class, den ersten Teil von dieser Trilogie, wirklich gut gefunden. Days of Future Past, der zweite Teil, war auch eigentlich okay gewesen, hat mir gut gefallen. Hauptsächlich habe ich auch den ziemlich gut gefunden und das liegt vor allem einmal mehr an den zwei Hauptdarstellern sozusagen, und das sind der James McAvoy und der Michael Fassbender. Und die zwei sind einfach so tolle Schauspieler, die funktionieren auch das mal wieder gut. Der Michael Fassbender als Magneto und der James McAvoy als Charles Xavier. Die zwei sind wirklich gut, sie funktionieren auch gut zusammen. Man merkt, dass sie wirklich sich gut verstehen. Sie sind ja auch echt gute Kollegen. Von den Schauspielern sind eigentlich alle gut, da kannst du nicht viel sagen. Der Ty Sheridan ist gut als Cyclops. Sophie Turner, die man wahrscheinlich am besten kennt für ihre Rolle bei Game of Thrones, wo sie Sansa Stark spielt. Sie ist auch da dabei, sie spielt Jean Grey. Und das ist mal, habe ich noch spannend gefunden, die mal in einem anderen Kontext zu sehen, aber das ist jetzt für mich speziell gewesen als Game of Thrones Schauer. Und einmal mehr, wie schon bei Days of Future Past, hat der Evan Peters als Quicksilver die beste Szene, und zwar mit Abstand. Die hat beim letzten Film ist so herrlich lustig und auch das Mal ist er wieder sicher die lustigste Figur im ganzen Film, und er hat auch die beste Szene, wo er ein paar Leute aus einem Gebäude rausrettet sozusagen. Das ist herrlich gemacht, wirklich super. Eine von den Szenen, die aber sehr emotional hätte sollen sein, so ein bisschen am Magneto, sein Schicksalsschlag, sein Schicksalsmoment, ist zwar, hat eine coole Idee gehabt, ist eigentlich auch noch cool aufgesetzt worden, aber wie es schlussendlich dann umgesetzt worden ist, der Moment, wo so ein bisschen sollen, der emotionale Schlag geben, ist so lächerlich gewesen. Ich habe innerlich fast ein bisschen gelacht und gefunden, so, nein, das haben sie jetzt aber nicht im Ernst so gemacht. Das ist so schade gewesen, weil es ist der Moment gewesen, wo der Magneto so ein bisschen eine Kehrtwende gemacht hat und sich entschieden hat, das zu machen, was er dann auch macht. Und es sind dann schlussendlich doch ein bisschen gar viele Figuren, die, was weiß ich, 15 X-Men und was weiß ich für Mutanten und Kollegen und Bekannte, die dort dabei sind. Das ist irgendwann dann doch relativ unübersichtlich und etwa die Hälfte von diesen Figuren das ist mir schlussendlich dann doch recht egal gewesen. Ich habe eigentlich gefunden, dass der Apocalypse eigentlich eine gute Ergänzung war, sozusagen, einen guten Bösewicht gestellt hat, ein paar extrem coole Momente gehabt hat und alles, aber für das, dass er der mächtigste Mutant soll sein, der jemals gelebt hat und jenste Kräfte in sich vereint, ist er dann schlussendlich lächerlich schnell besiegt. Und ich habe auch gefunden, dass der Film selten wirklich spannend ist. Es hat ein paar Momente, die sehr spannend sind und es wird viel aufgebaut die ganze Zeit und am Schluss ist die Belohnung eigentlich dafür nicht so gut, finde ich. Trotz all diesen Problemen, die ich habe mit X-Men Apocalypse, hat er mir eigentlich wirklich gut gefallen. Er ist sehr gut gespielt, vor allem von Michael Fassbender und dem James McAvoy. Er ist cool gefilmt, er sieht cool aus, obwohl die Schlussschlacht, wo einfach ein riesen CGI-Fest ist, die haben mir nicht so gefallen. Aber der ist wirklich gut gemacht. Der Evan Peters als Quicksilver ist herrlich, er hat ein bisschen mehr Screentime das mal als noch bei Days of Future Past, aber es sind so dermaßen viele Figuren und der Film ist mit 2 Stunden, fast 2,5 Stunden auch extrem lang, finde ich, für das, dass in den ersten 20 Minuten eigentlich nicht viel passiert und irgendwie wirkt dann der Schluss auch ein bisschen gar schnell abgewickelt sozusagen, und das hat mir nicht so gefallen. X-Men Apocalypse kann ich sicher empfehlen für die Leute, die die vorherigen 2 Teile von der Trilogie, sprich Days of Future Past und First Class gesehen haben. Für die so Superheldenfilme gerne haben, die können Apocalypse sicher auch schauen. Für den Rest vielleicht nicht unbedingt, weil es ist ein Haufen CGI, es ist ein Haufen superheldiges Zeug sozusagen, und wenn einem das nicht gefällt, dann weit weg von dem Film bleiben. Aber sonst kann man den durchaus schauen, er ist unterhaltsam, wenn auch ein bisschen zu lang. Jetzt bin ich gespannt auf die 2 weitere Superheldenfilme, die das hier rauskommen. Und zwar sind das Doctor Strange von Marvel und Suicide Squad von DC. Ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.